Stone und Yale konnten mir meine Verbitterung nicht nehmen. Ich brauchte einen Freund. Zum Dank für den Tipp, den ich ihm gegeben hatte, wollte er mir unbedingt einen Milchshake ausgeben, den er dann trank. Nach diesem perfekten Sturm aus Korruption und Mord konnte mich nur Freundschaft wieder mit der Welt versöhnen. Nur so würde ich meinen Glauben an die Menschheit wiedererlangen. Nur das würde meine Seele wieder reinwaschen. Nur das. Und Geld. Was kommt jetzt? In einem normalen Noir-Roman würden Yale und Stone dafür bestraft werden, dass sie die Regel gebrochen hatten. Sonja, dem Opfer, würde Gerechtigkeit widerfahren. Doch dies hier war ja die reale Welt. Als der Detektiv, der den Fall gelöst hatte, musste ich mir nur meinen Scheck abholen und mich wieder auf den Weg machen. Sehr erfreut, Mr. Blacksad. Mr. Thorpe ist unterwegs. Möchten Sie nicht Platz nehmen, während Sie warten? Dann muss ich wohl warten. Er ist gleich da. Bitte, nehmen Sie Platz. Stickerli. Hei, hei, hei. Mitglieder unserer Spitzensportlerfamilie und alles Peter Law, Miles Benton, alles dope die Leute. Ganz cool, ganz cool. Nein, das ist unmöglich. Aber was wäre, wenn Tim Thorpe etwas mit Mitchells Machenschaften zu tun hätte? Mr. Blacksad? Mr. Thorpe wird später als erwartet hier eintreffen, aber er besteht darauf, Sie zu sehen, wenn es Ihnen nichts Sicher, ausmacht. solange Sie mir helfen, nicht vor Langeweile zu sterben. Das gehört zwar nicht zu meinen offiziellen Aufgaben, aber... Aha. Oh, was muss jetzt wieder... Oh. Wenn mich mein Bauchgefühl nicht trügt, dann müsste ein Meeting mit Mitchell irgendwo in Thorpes Kalender vermerkt sein. Nun, wissen Sie, ich habe da ein Problem. Um berechnen zu können, wie viel Mr. Thorpe mir noch schuldet, muss ich wissen, an welchem Tag ich angefangen habe, den Fall zu bearbeiten. Aber das weiß ich nicht mehr. Haben Sie das zufällig irgendwo notiert? Also ich hatte da jedenfalls keinen Dienst, sonst würde ich mich daran erinnern. Lassen Sie mich mal sehen.
Da ist nichts. Da ist auch nichts. Aha, da haben wir's. Was? Dunn war 2 Tage vor seinem Tod noch hier? Warum hatte Thorpe das nie erwähnt? Tut mir leid, aber Ihr Name steht hier nicht. Wenn ich Ihre Feldzeichnung hätte, wäre ich dann noch der gleiche? Hätte ich einen anderen Namen? Warten Sie, mir fällt da gerade was ein. An dem Tag, an dem ich hierher gekommen bin, kam Joe Dunn gerade aus der Tür. Also, nein, Sie hatten keine Termine. Wobei, vielleicht habe ich vergessen, sie aufzuschreiben. Mr. Dunn, der normalerweise sehr freundlich ist, verließ uns wutentbrannt. Er hat sogar Mr. Thorpes Tür zugeknallt. Gut, jetzt weiß ich, dass ich in Thorpes Büro hinein muss. Und verabschiedet hat er sich auch nicht. Ja, genau das war der Tag. Sie erinnern sich nicht an mich, weil ich dann gefolgt bin, als er hier herausgestürmt kam. Ich bin ja selbst nicht reingekommen. Natürlich. Das erklärt alles. Keine Frage. Also, da Mr. Thorpe so bald ja nicht hier auftauchen wird, vertrete ich mir mal ein wenig die Beine. Muss ja in Form bleiben. Aha. Komm schon, Thorpe. Sag mir, dass dein Büro noch eine Hintertür hat. Also. Hallway, klar. Waiting Room, tipptopp. Also jetzt bin ich durch Lobby, also durch die Lobby reingegangen. Gehen wir mal ins Set 1. Genau. Nachher Meeting Office. Nachher geht man über die Lobby. Und dann links kommt man rein. Okay. Alles klar. Gibt es da irgendwie noch Basketballbildchen? Soll ich wieder die Smirnoff-Karte ausspielen? Smirnoff wusste nicht, was er davon halten sollte. Er bat mich, auf mich aufzupassen und ihn sofort anzurufen, sobald ich neue Erkenntnisse habe. Und er sagte mir noch, dass Gil endlich ausgepackt hatte. Er stritt ab, die Kellertür versperrt zu haben. Und er gab an, die LKW-Tür habe sich geöffnet. Doch er habe einen Schlag auf den Kopf bekommen, als er auszusteigen versuchte. Er sei dann von der Polizei neben der Kellertür gefunden worden.
Offensichtlich hat die gleiche Person, welche die Tür versperrte, ihn auch dorthin getragen. Okay. Und also Panini-Bildchen haben wir nicht. Wenn Weekly hier wäre, müsste ich ihm die Hände auf den Rücken fesseln. Kann ich sie jetzt nicht mitnehmen, oder was? Was mache ich jetzt falsch? Irgendetwas mache ich falsch. Ah, sehr gut. Gehen wir nochmal rein. Also, brauche ich das Dings nicht. Katzen haben keine Höhenangst. Ich kenne sowas gar nicht. Also Panini-Bildchen suchen. Meiner Erfahrung nach stinken Sachen zum Himmel, die zuerst richtig gut aussehen. Okay, ist aber immer cool. Gibt's weiter. Schlüssel knacken ist cool. Das ist wirklich cool. Bei Fallout 3 habe ich es cool gefunden. Und da finde ich es auch ganz cool. Doch eine seiner Stärken, die Präzision seines Wurfes. Ich habe mir den Spitznamen Eisenarm zu Beginn meiner Laufbahn für. Ich habe den Ball mit 93 km/h geworfen und doch war Präzision keine mehr Tugenden. Der Ball ging immer wohin er wollte. Mein Coach, der große Geoffrey Sachs, hat. Also arbeitete ich hart. In Pearl Harbor. Ich habe mich sofort freiwillig gemeldet und kam zur Air Force, nachdem ich einen Kameraden im Gefecht verloren hatte. Wie ein anderer schwer verwundet wurde, bat ich um meine Versetzung. Ich wurde Scharfschütze. Ich sollte das ja eigentlich nicht sagen, aber ich gehörte zu den... Und zwar nur dank meiner Präzision. Nein, dank Geoffrey Sachs. Ich frage mich, wie viele Amerikaner dieser Mann mit meinem Arm gerettet hat. An dieser Stelle ist Tim Thorpe fast zu Tränen gerührt und bittet mich um eine Pause. Es ist erschütternd zu sehen, wie ein Sportler und Soldat, ein Mann, der für seine Präzision und sein Können mit der Medal of und den Spitznamen Chirurg von seinen Kameraden bekam. Das kann nicht sein. Ich meine, das könnte ein Zufall sein, aber nein. Warum überrascht mich das?
Bei jedem Fall gibt es diesen einen Punkt, an dem jede einzelne Spur im Sande zu verlaufen scheint. Und man muss wieder zurück an den Anfang, um der richtigen Spur zu folgen. Schützenfrei in Bloomington, Klasse F, 300 Meter, erster Platz. Irgendwie 300 Meter. Okay. Lieber nicht. Könnte mit dem Telefon am Empfang verbunden sein. Ja, klar. Irgendwie seltsam, dass hinter einem Schreibtisch kein Bürostuhl steht. Bis einem dann einfällt, dass hier ein Rollstuhlfahrer arbeitet. Hey, das gibt's ja nicht. Ach, was könnte das jetzt sein?
Hm. Hm. Ja, komm, das gewinnt ich nicht raus. Ach du Scheiße. Natürlich. Das Panini-Bildchen. Moment mal. Was wäre, wenn Grüns Drogen Thorpe beim Laufen helfen würden? Natürlich. Es war weder Mitchell noch Gil. Es war Thorpe, der Randall im Krankenhaus erschossen hat.
Ei. Vielleicht dann jetzt echt verlieren. Da geht's zum Empfang. Upsi. Ja, was muss ich jetzt machen? Ich glaube, jetzt habe ich einen Bug. Jetzt packt's. Jetzt packt's.
Thorpe steckt hinter dieser ganzen Drogensache. Alles passt zusammen. Und doch kann ich schon hören, wie Smirnoff mir sagt, dass ich keine zwingenden Beweise habe. Was ist, wenn ich Thorpe eine Falle stelle? Aber wie? Sollte ich Thorpes Waffe vielleicht dorthin legen und ihn bedrängen, damit er aufstehen muss, um sie zu holen? Ist leer. Ah. Die Show würde schon bald beginnen. Ich brauchte nur ein Publikum und etwas Geduld. Sollen wir dich mal Kiel holen, du Leichtmatrose? Wie albern du Meuterei! Du willst wohl Eifutter werden, oder? Oh, Lexa, jetzt habe ich aber ein furchtbar schlechtes Gewissen, dass ich sage. John! Wissen Sie, es gab da eine Meuterei an Bord, also... Auf! Sie sehen, was ich meine. Also schön. Steuerfrau, in die Kabine mit dir! Vorwärts! Ei, Captain. Kommen Sie, Blacksad. Julie, ich möchte von niemandem gestört werden. Schätzchen, wartest du bitte im Sitzungssaal auf mich. Aber... Es dauert auch nicht lange. Ich denke, du hast schon genug gelitten. Na gut. Und überleg dir schon mal, wo wir heute Abend essen wollen, okay? Wissen Sie, ich werde Sie nicht dafür bezahlen, dass Sie den Fall gelöst haben. Wow. Ich dachte, Sie stehen zu Ihrem Wort. Nein, so ist es nicht. Sie kriegen jeden Penny wie vereinbart. Und noch mehr. Aber nicht, weil Sie den Fall gelöst haben, sondern für Sie. Vor 2 Tagen wollte sie alles hinschmeißen. Das College verlassen, den Boxclub verkaufen. Es war einfach alles zu viel. Doch dank Ihrer unglaublichen Arbeit ist alles wieder ins Lot gekommen. Naja, vielleicht nicht alles.
Es braucht Zeit, über so etwas hinwegzukommen. Doch immerhin will Sonja dank Ihnen glücklich werden. Sie hat Hoffnung. Ich werde ihr dabei helfen, Dunn's Gym zum besten Boxclub der Stadt zu machen. Wer hätte das gedacht, was? Ich freue mich für sie. Sie hat eine Menge durchgemacht. Und wenn ich ehrlich bin, war ich mir nicht sicher, ob sie es schaffen würde. Nun, noch hat sie es ja auch nicht. Aber das wird schon. Wie auch immer, zurück zum Fall. All die Leute, mit denen Sie es zu tun bekommen haben. Gil, der deutsche Doktor, selbst Mitchell. Ha, den hätte ich niemals im Verdacht gehabt. Haben die irgendwas gesagt? Warum haben die das getan? Haben die irgendwelche Komplizen erwähnt? Die haben einen gewissen Chirurgen erwähnt. Einen Chirurgen? Wissen Sie vielleicht, wer das sein könnte? Ich bin mir sicher, das ist für Sie keine Überraschung, aber Angus Mitchell war das höchstpersönlich. Sie haben mich sogar auf seine Spur gebracht, als Sie mir gesagt haben, er sei ein Doktor. Klar, ja, natürlich. Ich bin froh, dass ich Ihnen helfen konnte. Wobei, wissen Sie, trotz aller Hochachtung für Joe und Sonja, diese Tortur, die geht mir wirklich an die Nieren. Ich kann Ihnen da nicht ganz folgen. Wie meinen Sie das? Ich verdiene mit dem Sport meinen Lebensunterhalt. Wissen Sie, wie viele der Sportler, die in dieser Sache involviert sind, einen Deal mit mir haben? Woher wissen Sie das? Was? Ach, Moment. Sonja hat's Ihnen gesagt. Ja, stimmt. Sonja hat's mir gesagt. Witzig. Ich hab's Sonja nie erzählt. Nun, wissen Sie, wie viele der Sportler, die in diese Sache involviert sind, einen Deal mit mir haben? Ich glaube, ich habe da so eine Ahnung. Bislang schreiben die Zeitungen nur von Leichen unten an den Docks und einem illegalen Labor. Kein Wort zu den Sportlern. Doch wenn das rauskommt, könnte die Zukunft dieser Agentur auf dem Spiel stehen. Ganz zu schweigen von Sonja und dem Boxclub. Dürfte ich Sie um Diskretion bitten? Natürlich bin ich diskret, wenn es einen Bonus gibt. Oh, aber sicher. Schon klar. Über wie viel reden wir hier? Das 10-fache von dem, was wir vereinbart hatten. Wow. Sie gehen aufs Ganze. Gefällt mir. Wie auch immer, das war's dann. Julie hat ihren Scheck. Vergessen Sie nicht, den einzulösen. Was Ihren Bonus angeht, den werde ich Ihnen schon bald schicken. Keine Sorge. Vielen Dank nochmal, Blacksad. Ich weiß nicht, wie es Sonja gehen würde, wenn es Sie nicht gäbe. Ich musste sofort handeln. Oder Thorpe würde damit durchkommen. Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich nicht aufstehe. Nein, ich sehe es Ihnen nicht nach. Ich weiß, dass Sie stehen könnten, wenn Sie nur wollten. Ich bin mir sicher, dass Sie gute Absichten haben. Doch Sie irren sich. Wieso glauben Sie das denn? Dafür muss es doch einen Grund geben. Ich weiß, dass Sie mal ein sehr guter Scharfschütze waren. Und ich denke, dass Sie das waren, der Randall Lay im Krankenhaus erschossen hat. Haben Sie mich mal angesehen, Blacksad? Wie sollte ich das denn wohl anstellen? Spano zufolge war der Strippenzieher ein gewisser Chirurg. Ich dachte erst, er meint Mitchell. Doch jetzt kenne ich die Wahrheit. Ein Journalist hat's mir erzählt. Klingelt da was? Ich habe Sie angeheuert, damit Sie diesen verdammten Fall aufklären. Glauben Sie, ein Mörder würde so etwas tun? Nur weil Sie geglaubt haben, ich schiebe alles auf Bobby Yale und gebe den Fall auf. Doch als mir klar wurde, dass hier etwas nicht stimmt, haben Sie Randall Lay und Gil geschickt, um mir Angst einzujagen. Und als all das nichts gebracht hat, haben Sie Lay befohlen, mich umzulegen. Sie gehören zu der Sorte, die ihre Beute nicht mehr loslassen, was?
Ich denke, das habe ich nur mehr als deutlich gemacht. Versetzen Sie sich mal für einen Moment in meine Lage. Sie sind ein vielversprechender Footballspieler, der gerade erst aus dem Krieg zurück, aber immer noch ein Niemand ist. Der Mann, den Sie gerettet haben, ist so nett, sein Haus für Sie zu öffnen. Dieser Mann hat immer noch nicht den Tod seiner Frau überwunden. Er arbeitet jeden Tag in seinem Boxclub und nachts trinkt er sich in den Schlaf. Also sind Sie derjenige, der praktisch seine Tochter großzieht. Sie schenken ihr ihren allerersten Rechenschieber. Tja, Sie ermutigen sie, sich weiterzubilden. Sie trösten sie, wenn sie ihre geliebte Mutter und den Vater vermisst. In der Zwischenzeit startet ihre Karriere als Sportler durch. Das Leben ist gut. Bis sie eines Tages, wie aus heiterem Himmel, durch einen schrecklichen Unfall zum Krüppel werden. Ein alter Freund, Mitchell, sagt ihnen, er kenne da jemanden, der ihnen helfen könne. Einen deutschen Doktor. Seine Drogen brauchen ihre Zeit, um zu wirken, aber sie wirken Wunder. Sie können kurze Strecken wieder gehen, nach und nach. Und diese Strecken werden im Laufe der Zeit immer länger. Doch die Drogen sind alles andere als billig. Sie müssen einen Weg finden, für den Stoff zu bezahlen. Stimmen Sie mir zu? Also haben Sie angefangen, Drogen an Sportler zu verkaufen. Dann haben Sie eine Werbeagentur gegründet, um genau diese Sportler anzuheuern. Die Drogen verbesserten ihre Leistungen und Sie konnten bessere Anzeigendeals herausschlagen. Das perfekte Geschäftsmodell. Ihr erster Klient? Craig Spano. Er steckte gerade in einem Karrieretief. Also? War er das Versuchskaninchen für Ihre neue Geschäftsidee. Doch als sich erhebliche Nebenwirkungen zeigten, haben Sie ihn rausgeschmissen. Sie hatten Angst, dass er auspackt. Also haben Sie versucht, ihn umzulegen. Deshalb hat er sich versteckt. Von da an lief Ihr Laden wie geschmiert. Sie gaben sich sogar der Illusion hin, unantastbar über dem Gesetz zu stehen. Bis Joe dann von der Sache Wind bekam. 2 Tage vor seinem bedauerlichen Tod kam er bei Ihnen vorbei. Das reicht jetzt! Hören Sie auf! Ich weiß nicht, ob ich über dem Gesetz stehe. Aber darunter stehe ich weiß Gott nicht. Wissen Sie, wie viel Macht ich habe? Mit welchen Leuten ich Tag für Tag zu speisen pflege? Ich könnte sie erschießen. An Ort und Stelle. Und rein gar nichts würde mir geschehen. Mit der Knarre in Ihrer Schublade. Ich fürchte, daraus wird leider nichts. Ich habe sie außer Reichweite gelegt. Für den Fall, dass Sie meine Verdächtigungen bestätigen, Eisenarm. Und jetzt, wenn Sie entschuldigen, habe ich eine Verabredung mit der Polizei. Ich lasse nicht zu, dass mir irgendwer nochmal das Leben ruiniert. Sonja und ich, wir haben uns eine Zukunft verdient. Sie können jetzt reinkommen, Kommissar Smirnoff. Timothy Wilson Thorpe, lassen Sie Ihre Waffe fallen. Sie sind hiermit verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollten Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen einer gestellt. Mr. Thorpe.
Nein. Sonja Dunn. Sie sind verhaftet wegen des Mordes an Timothy Wilson Thorpe. Sie haben das Recht zu schweigen. Sie können von Ihrem Recht Gebrauch machen, die Aussage zu verweigern. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollten Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen ein solcher gestellt. Sie haben das Recht, einen Anwalt hinzuzuziehen, bevor Sie mit der Polizei reden. Und einen Anwalt jetzt oder in Zukunft bei einem Verhör dabei zu haben. Ui. Oh, wieso hat sie geschossen? Es ist so traurig. Nach allem, was sich zugetragen hatte, war der Kampf das Letzte, was mich noch interessierte. Würde Yale vor dem Kampf Drogen nehmen? Würde Stone ihn gewinnen lassen? Ich hatte alles in meiner Macht Stehende getan, damit sich die Dinge nach meinem moralischen Kompass entwickeln. Ob irgendjemand auf mich hören würde, war eine ganz andere Sache. Denn ganz gleich, was man uns auch sagt, was wir tun, bestimmt nicht immer unsere Zukunft. Tja, mein moralischer Kompass. Als ob ich wüsste, was das ist. Ich wusste nicht mal, was ich von meiner Arbeit an diesem Fall überhaupt zu halten hatte. Hatte ich ein reines Gewissen? Würde ich mich wieder so entscheiden, wenn ich die Chance dazu hätte? Wahrscheinlich nein.
gewesen. Also, dann verabschiede ich mich jetzt schon und merci fürs dabei sein.